Nima und ich waren letzte Woche für euch im Abizau unterwegs. Nach einer 3-stündigen Zugfahrt von Bern aus, ja, das hat Hunger gegeben, haben wir unser Ziel erreicht. Herzlich willkommen! Wir sind heute im Hirschbergischen Appenzell oder im Appenzellischen Hirschberg? Es ist irgendwo im Grünen und wir sind heute hier, weil wir in die Wetterfabrik gehen wollen. Wetterfabrik, was machen die? Das Wetter? Vielleicht, wir wissen es nicht, aber wir werden es herausfinden. Wir nehmen euch mit und schauen, was uns hier heute jetzt erwartet. Wir waren auf diesen 300 Metern bis zur Weather Factory nach der Lost und heiß der Stadt. Wir sind jetzt gerade in der Weather Factory. Wir müssen ruhig sein, weil hier hinten findet gerade noch eine Führung statt. Wir dürfen nachher das Gespräch mit dem Joachim führen. Wir waren dort zuerst mal in einem Fernsehstudio und haben ein bisschen Freude am Filmspiel. Mein Name ist Joachim Schuk. Das Licht von der Sonne, das kommt, ist weiß. Aber eigentlich ist das weiße Licht hat ganz viele Farben. Kennt man, oder? Regenbogen, das ist jetzt ein Prozess, der aus dem weißen Licht den ganzen Farbbogen aufbreitet. Jetzt kommt das Licht von der Sonne und jetzt kommt einfach die ganz gewöhnliche Erdatmosphäre. Und was hat es dort drinnen? Luft, die wir schnaufen, und Wassertröpfchen. Und das Licht kommt jetzt rein und trifft natürlich auf die Luftmoleküle und trifft auf die Wassermoleküle und wird gestreut. Wie die Luftmoleküle so klein sind, tut es vor allem den blauen Anteil rausstreuen. Darum haben wir am Tag den Himmel blau. Wenn jetzt die Sonne am Abend untergeht, geht dann das Licht einen viel längeren Weg durch die Atmosphäre. Es sind nicht mit 10, 12 Kilometern, sondern es sind 50, 100, 200, 400. Und auf dem langen Weg, das Blau geht raus. Das Blau braucht es vorne für den blauen Himmel. Dann ist kein Blau mehr eigentlich da. Dann ist es rot. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Weil wenn ich glaube, es wird vor allem rot, wenn irgendwas in der Luft ist. Ja, bei den meisten von diesen Bauernregeln ist natürlich schon ein Funken Wahrheit drin. Aber muss ich sagen, 100% Regel, nö. Wieso ist der Abendrot besser als das Morgenrot? Das heisst, wenn man Abendrot sieht, dann heisst das, dass das Sonnenlicht, das dann vom Westen kommt, Richtung Schweiz, ist das Licht durch die Atmosphäre, keine Wolken, keine Wolken, keine Wolken. Das sind ein paar hundert Kilometer, keine Wolken nach Westen. Das heisst, wenn das Wetter vom Westen kommt, kommt keine Wolken. Darum ist es eigentlich im Prinzip ein schöner Wetterboden. Ich hoffe, euch hat unser Ausflug auch gefallen. Habt ihr eine Idee, wenn ihr irgendetwas loswerden? Schreibt uns und liket uns und folgt uns. Okay, ciao!